Good morning. Your table's all ready for you, so I can take you straight through. Thank you. Es wird immer gesagt, dass die Engländer nicht kochen können, wie die klassische englische Küche als nicht zu verwerfen. Thank you. All die Sachen, die ihr über England hört, sind wahr. Sie fuhren auf der falschen Straße seid, Monarchie geht nicht inner und tränt oft. Und dafür ist es so charmant. Es gibt nicht mehr Englische so wie Fish and Chips. Und ich weiß noch, die erste, wo ich in der Vakanz war, aber mir frittierte Fisch gegessen. Das ist für mich England in a nutshell. Chips sind nicht Chipsen mit dick Fritten. Und ich mache mich am liebsten immer am Ofen. Dafür habe ich meinen Grumper gerade 3 Minuten vorgekocht und die kommen mit einem guten Schutz Öl für eine Viertelstunde an den Ofen. Als nächstes präparieren ich eine klassische Tartar-Sauce für dabei. Die Basis ist dasselbe wie bei einer Mayonnaise. Ein Egel mit ein bisschen Muster. Da könnt ihr ein bisschen Sonnenblumenöl dabei. Und das ist ganz wichtig, dass ihr den los dabei schüttet und gleichzeitig stark mixt. Wenn bis ein dick Mayonnaise ist, gehe ich noch ein bisschen Zitronenjus dabei. Gehackte Kapern und Cornichons. Und das ganz würzen ist natürlich gut mit Salz und Pfeffer. Das kann auch in den Frigo gehen und dann kümmere ich mich um meinen Fisch. Matzen im Zentrum von London ist Covent Garden, eine flott touristische Gegend mit lauter Restaurants, Boutiquen und Theatern. Im 13. Jahrhundert war heute der Gemäßgarten von Westminster. Und später ist daraus der bekannten Covent Garden Food Market gehen. Es kann in heutzutage zwar kein Obst oder Gemüse mehr kaufen, aber trotzdem ist es noch ein immens beliebter Shoppingplatz. Hallo zu meinem Fischbutter. Zu Lützeburg esse ich auf der Feuer ganz oft einen gebackenen Fisch. Das Konzept ist ähnlich. Wir in England ist der Teig mit dick und wird mit Bayer gemacht. Der Trick beim Fish and Chips ist, dass der Teig eiskalt ist, wenn er nicht warm Fett kommt. Und schon da wenigstens gerade mein Mehl für eine Viertelstunde in den Tiefkühl gesagt. Dabei könnt ihr ein bisschen Backpulver, Salz und ich schütte noch den kahlen Bayer dabei. Lo wie einen Liter Sonnenblumenöl an einem Wok ab, könnt ihr natürlich auch an einer Fritteuse machen. Aber wenn der Öl bis warm genug ist, kann ich meinen Fisch an den Teig zappen. Ich benutze ein Kabeljau, weil Fish and Chips geht immer mit weißem Fisch gemacht. Das ist wichtig, dass der Fisch schwimmt. Du willst frittieren, ich meine Fischfilet immer einzeln. Die Küche ist wirklich schwer, also Fish and Chips gehört absolut fest zur englischen Esskultur. Währenddem der Fisch frittiert wird, kümmere ich mich um den Mushy Peas. Mushy Peas ist eine Zucht Erbsenbully und das ist wirklich ganz easy peasy zu machen. Nachdem die Erbsen gekocht sind, gehe ich noch ein bisschen Butter dabei, Zitronenjus, ein bisschen Salz und Pfeffer und noch ein bisschen Mund. Und das Ganze kann auch grob püriert gehen. Mein Fisch ist
Zwischenzeit Shay Goldish Dekalo aus dem Pferd raus. Wie das ganz so richtig schön englisch ist, servieren ich Ming Fish and Chips mit Malt Vinegar. The Rules aus dem ältesten Restaurant zu London. Seit über 200 Jahren servieren sie hier klassisch britische Küchen, also bekannt wird Wild. Hier waren schon etliche legendäre Gäste wie den Charles Dickens und den Charlie Chaplin. For the true British experience muss ich einfach hier hinkommen. Excuse me, have you got any English breakfast tea? Yes, we've got it just over here. Ich denke immer direkt an Afternoon Tea, wenn ich über Tee schwätzt. Mir in England gehört Tee wirklich zum Alltag dazu. Ich trinke am liebsten immer einen English Breakfast Tea mit einem Schuss Milch und ein bisschen Zucker. Mein nächstes Rezept ist ein Hommage an mein Hemischt und mein Wahlhemischt. Ich mache eine richtig englische Pie mit einer lützebäuischer Füllung. Ich benutze ein Stück fertig gekochten Jutme, das kriegt ihr leider in England nicht zu kaufen. Ich habe ein Stück geräuchert haben selber gekocht und ich schneide Fleisch in kleine Stücke. Das Fleisch könnt ihr in den Dippen. Hallo zu meinem nächsten Star-Ingredient, Gardebohnen aus dem Glas. Die koche ich kurz zusammen mit dem Jut ab. Ich gebe Maisbouillon dabei und ein paar Löffelchen Bohnenkräutchen, weil das gibt diesem Platz ein typischer Goût. Wo es kocht, gehe ich noch ein bisschen Maismehl dabei, für die Sauce zu verdicken. Und am besten schütte ich den nicht einfach direkt dran, weil sonst gehen nicht klumpen und ich sehe nicht am Klumpen machen. Also einfach ein bisschen vom Bouillon rausschaffeln und dann in einer kleinen Schüsselchen mit Mehl vermischen. Also so ist das Mehl schon abgelöst, gar kein Klumpen mehr machen. Das lasse ich nur eine Minute weiter kochen und dann gebe ich noch ein bisschen Rahm dabei, für dass der Pie auch gut cremig wird. Das Ganze kann ich nur in eine Pie schütten. Ich kann den aber auch eine ganz normale Ceramics-Form holen. Schaut das, was der Pie zu einem Pie mischt, den Deckel. Ich schneide meine Blätter so zurecht, dass sie ganz über die Form passt. Und da pinsel ich noch ein bisschen Gel drüber, wie das eine schöne Farbe beim Backen kriegt. Nun dekoriere ich den Deckel noch mit kleinen Blättern, das ist ganz typisch bei Pies. So, die kann auf eine halbe Stunde an den Ofen. Bye bye, little pie. Hallo. Salut. Topfplatz ist da ausgesicht. Ja, das ist schön. So, das ist alles vegetarisch. Nee, das ist veganisch. Also es ist ohne Fleisch oder Milchprodukte. Ich meine schon, das ist ein super Salad.
So ist noch eine Sauerei essen zu gehen. Natürlich. Etwas Süßes darf natürlich auch nicht fehlen. Den typisch englischen Dessert par excellence als ein Trifle. Und so ist es nicht anders wie ein Tiramisu. Schichten von alkoholisierten Kichelchen mit Creme und mit Obst. Ich habe gerade 50 Gramm Zucker mit 50 Milliliter Wasser abgekocht. Und traditionellerweise gebe ich nur Sherry dabei. Ich mache meinen Trifle aber lieber mit einem lützeburgischen Alkohol. Du benutze ich Mirabelle-Schnaps. Nun präpariere ich meine Creme für den Trifle. Die Engländer machen halt hier immer ein Custard, also ein dick Creme Anglaise. Mir dauert das aber immer viel zu lang. Und dafür mache ich eine ganz einfache Mascarpone-Creme. Ich schlage den Eiweiß zu Schnee. Dann mache ich Zucker bei Degel dabei. Ich schlage Mascarpone bei Degel. Lo hier bin ich Stuss in die Weißschnee und Schlagsahn drin. Ich schale aber nach 1/3 von der Schlagsahn zur Seite, für den Trifle zu dekorieren. Lo kann ich das ganz assemblieren. Oft mit dem Jelly, also Wackelpudding an der Form vom Trifle. Ich fand, der war besser mit Hambiers Gebäß. Lo tippe ich meine Trifle Sponges an den Mirabelle-Sirup. Und dann lehne ich die auf das Gebäß. Da kommen Tambeeren drauf. Und Mascarpone Creme. Und darum alkoholisiert Kichelchen, Obst und Creme. Das Ganze decke ich nur ein bisschen Klingfilm zu und da kann den Trifle für 3 Stunden an den Frigo gehen, für dass all die verschiedenen Guren zusammenkommen. Cheers. So, yeah, guten Appetit. Good afternoon.